ist Aston Martin. Eisland. Brutal, aber wunderschön. 4 Leute, die bis an ihre Grenzen gehen. 3 Wochen, pure Idrik. Ein Ziel, das Everest Base Camp. 150 Kilometer, 8000 Höhenmeter. Das ist Easy Reise auf Nepal. Alleine im Spital ist noch langweilig geworden und relativ rasch ist eine Idee in meinem Kopf entstanden, dass ich die Gruppe überraschen könnte und mit dem Heli rauffliegen. Also meine lieben Freunde, eine Stunde, 1,5 sehen wir uns schon. Bis grad. Das Timing hätte nicht besser sein können. Irgendwo knapp 25 Minuten, nachdem wir angekommen sind, ist der Heli gelandet. Der spinnt doch. Und dann sehe ich 3 Schnarchnasen dort, so völlig verdutzt. Es war recht ein geiler Moment. Ja. Also gute Nachricht, ich bin da. Schlechte 45 Minuten muss ich warten. It will be a lifetime experience to fly that to look. Was machst du jetzt? Ich weiss es nicht. Ich habe noch Zeit, bis wir dort sind, zum Überlegen. Our heli is very near. Bri hat sich entschieden, den Martin zu begleiten und mit dem Heli auf Lukla zu fliegen. Hast du etwas, was den Zuschauern sagen? Einfach machen, Mensch. Einfach Yes, machen. you can beat in it. I'm very happy you are here. Now yes, but on the horse. Thank See you. you in Lukla. See you in Lukla. Ah! My taxi! It's a good day for dreaming. Ah, doch nicht. Ja, riesen Verarschung. Mir ist es relativ gut gegangen. Ich hatte den ganzen Zustand vorher im Heli. Eine Stunde später kein Heli. 1,5 Stunden später kein Heli. Das Wetter immer schlechter. Es darf schneien, es darf zumachen. This area is completely blocked. Ich habe nicht realisiert, was passiert. Ich habe immer und dann ist zusammen gerade ausgeschaut. Balin und Stefan sind dann abwärts gegangen. Und wieder einmal waren wir am Laufen, ohne zu wissen, wie es am Martin geht. Das Wetter ist immer schlechter geworden und kein Heli weit und breit. What we do now here? We are waiting. For what? The helicopter. How long? Since 3 or 4 hours. And when is coming the heli? When is it coming? I think after 10 minutes. 10 minutes? You are lying! Kein Empfang, kein Internet, kein Essen mehr, keine Kleider mehr. Gefangen im Basecamp. Und irgendwann ist der Ganesh gekommen und gesagt, hey, jetzt ist ernst. Jetzt müssen wir etwas machen. Und er hat dann die Ärzte oder die Organisation, die im Basecamp oben ist, aufgeboten. Erst dann, als ich richtig realisieren, in welcher Lage wir gewesen wären, ohne Führer, ohne Guide, ohne Ganesh. Und Sherpa von dort hat uns seinen Schlafsack gegeben. Wir haben ein Zelt zur Verfügung bekommen. Das Essen bekommen, die haben gekocht hier oben für uns. In dieser Nacht war es minus 17 Grad, was wir dann erfahren haben. Und so ist irgendwie Stunde für Stunde vergangen. Ja, morgen sind wir auf. Gesundheitlich ist es mir gut gegangen. Mental ist es recht schwierig. Aber hey, wer kann sagen, dass er im Basecamp geschlafen hat? Das kannst du nicht kaufen. Kugelkastli. From Schwarz. Ja, um 6:30 sind wir zum Helipad. Dann ist dann der Heli gekommen. Wir machen die Türen auf vom Heli. Ein Schweizer Pilot, oder? Tipptopp. Und wir haben einen Rundflug bekommen für 20 Minuten im Everest-Gebiet. Sondersgleichen.
gut da. Während Martin und Bri nach 20 Minuten wieder zu Lukla waren, haben Stefan und ich den länger weggenommen. Zu Fios zurück über das Kumbutal. Lang sind wir fast allein gelaufen und anderweitig jetzt hier runterzulaufen. Es ist eine uninteressante Mischung von den Touristen, die sie haben. Das ist Amat Ablan. Der Berg ist 6814 Meter hoch und wird auch häufig als Matterhorn von Nepal bezeichnet. Und nach all dem Laufen ist es Zeit geworden für eine Erfrischung. So klein! Aber wirklich so? Fuck, das nägelt! Und dann haben wir noch Julia getroffen. So, my name is Julia and I am from the UK, but I live in Switzerland. I live in Zermatt. I've been in Switzerland for 6.5 years now and I love it. And so I am here in Nepal to climb Everest. Well, 8,000 meter peaks, they are very challenging because you are there away from home for 5 weeks at the time. You have to essentially survive, in the middle of nowhere where there's very little help if needed. So you have to be really prepared. You have to be trained, you have to be prepared, and you have to accept the risks as well. Yeah, that's going to be an interesting experience. Apparently there's a body just before the Hillary Step, and apparently it's quite close to the path. And I actually spoke to my friend who climbed Everest last year about it, how he felt, and he said, well, at the time you are so focused on what you're doing, on your own survival, that you don't really think about it. It's like it's there, but you don't think of it as a person who just died. Of course, if you see somebody in trouble, you will try to help them as much as you can, but you also have to think, well, this person has been there probably for a while now, and he's one of those things that, like, psychologically you have to switch off sometimes, I think. Oh wow. Nek mangai bil and look lo kwai kana bil sei ka. See the nation through the people's eyes. See tears that flow like rivers from the skies. Jetzt, als ich wieder sauber war, durfte ich noch am Koch über die Schulter schauen. Where others turn inside, you shall rise. Lust. Ist gar nicht. So nicht? You shall rise. Ziemlich knusprig. Perfekt für Veganer. That's a potato sake. This snaps. Mundet hören geht. Mundes. Mundet, ja. Am nächsten Morgen sind wir wieder einmal früh auf, dass wir das Kloster von Tengboche im besten Licht verwitschen. Um diese Zeit sind erst auf den wilden Tieren unterwegs gewesen. Jetzt Tengboche ist das grösste Kloster im Khumbu-Gebiet. Viele Expeditionen bekommen hier vor dem Aufstieg der Segen der Mönche. Dieser Segen ist nötig, weil auf 8000 Meter Höhe kommt ziemlich jeder an seine Grenzen. So auch unser Guide Ganesh, der schon zweimal auf dem Everest war. I was high porter to carry the load. That was 2001, but I was not in Nepal side. I was in Tibet side. At that time, well, I was a bit young. Just my motivation was to be on the top. If I'm in this age, maybe I have got more experience. If people were to go off to the Camp 2, Camp 3, they forgot the human being. That's where people crossing dead body. When I have seen this Chinese guy, and I feel very sad. We cut down the rope and he's fall down. Because if he's hanging on that rope always, our guests feel psychologically weakness. I would say who are working for the Everest, they are working for money. They have to look their family. They have to take these risks. Of course, if I go to the Everest and if I do the hard work, everyone will earn within short time good money. Just example, right now in Everest Base Camp and 20 years before what it was. Right now that's a 5-star. But to make that 5-star is already
how much it will pollution there. They bring the lots of luxurious things. You are going for climbing. You are not coming for enjoying. Yeah, this our treks was fantastic. As I met all of you friends, I'm doing very good. It was hard also, but we did it. That's why I'm very happy. Khmer, Chumir of Nepal, as is Hiragail. I walk this world with broken toes from my missteps and tortured souls. I learned my way, breaking every bone. Now I see all these aches and make you grow. Nach 20 Kilometern sind der Stefan und ich wieder zu Namche gsi. Has a flame from foolish to wise, we all bruise the same. I got these growing pains when the storm wind blows. Anders als auf dem Opsiweg haben wir die Etappe bis auf Lukla in einem Tag gemacht. So sind auch heute wieder 20 Kilometer vor uns gestanden. Halb auf dem Weg Richtung Lukla ist es regnen und meine Energie war komplett leer gewesen. Irgendwie habe ich es dann gleich geschafft und wir sind von der Pri und von Martin zu Lukla begrüßt worden. Dann haben wir alle zusammen angestoßen und die letzte Nacht mit unseren Trägern genossen. Am nächsten Tag hat es geheissen, wir haben unsere Sachen gepackt, haben uns von Buddy und Kumar verabschiedet und sind zum Helipad gegangen. Hi again. Stay alive. Happy Birthday, Bali. Helleflieger Geburtstag und Martin. Was willst du noch mehr? Birthday to you. Happy Birthday, liebe Bali. Und dank dem Helifliegen haben wir Zeit für eine Sidequest gehabt. Bossa. 100, 100. Perfect. Let's go.
Nach unseren Ausflug haben wir uns alle wieder zu Kathmandu getroffen. Bei einem feinen Gorka haben wir einander von unseren Erlebnissen erzählt. 6 nicht. 100. Danach sind wir beim Ganesh und seiner Familie zum Farewell-Dinner eingeladen. Trip was very wonderful. I'm very happy with what we want to do, we can do it. Es ist ein Abenteuer und es macht süchtig. Die Reise war sehr, sehr atemberaubend. Ja. Wortwörtlich bei mir. Die Reise hat meine Vorstellungskraft bei weitem übertroffen. Für mich war diese Reise einfach episch.